Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum 24. Bundesligaspieltag zu Hause gegen den FC Augsburg 5:3 gewonnen. Ja, eigentlich war es ein recht unterhaltsames Spiel. Ich meine, wenn man 8 Tore sieht, kann man davon ausgehen. Das dritte Tor hätten wir uns schenken können, ja, das war, wir sind schon vom Feld und in der Kabine. Dass wir uns am Anfang ein bisschen schwer tun, war abzusehen nach dem Spiel gegen Paris und den 5 Wechseln, die wir hatten. Habe ich schon fast mit gerechnet, gerade wenn man weiß, dass Augsburg in der Anfangsphase immer Vollgas gibt. Ja, dass man dann nach 2 Minuten das Tor kassiert, war auch ein bisschen unnötig, wenn man ehrlich ist. Aber so dann nach 5, 6, 7, 8, so ab der 10. Minute waren wir dann auf jeden Fall da. Ja, kam immer besser ins Spiel, die Leichtigkeit kam zurück, spätestens dann nach dem Doppelpack in der 16. und 19. Minute waren wir dann voll da, ne? Dann aus 3-1 nachgelegt, zweimal Pavard, schon außergewöhnlich, sag ich mal. Ja, dann haben wir das 4-1 noch durch Sané gemacht und ja, zweite Halbzeit, ja. Wir hatten noch einige Chancen, so ist ja nicht. Allein Mané, aber er stand noch 2-3 Mal im Abseits. Seine alte Schwäche, sag ich mal, die er bei uns schon gezeigt hat, dass er oft im Abseits steht. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Abseitstore von einem Spieler gesehen wie von Mané. Wobei es heute klare Sachen waren, muss man auch ganz klar sagen. Ja, durch den Elfmeter dann, der einfach unglücklich war, da kannst du De Ligt ja noch nicht mal einen Vorwurf machen. Ist ihm da, ich meine, die haben ja noch nicht mal eine Wiederholung gezeigt. Das fand ich ein bisschen schade auf Sky. Nur einmal kurz und ja, I don't know. Ich weiß gar nicht, ob er ihn da jetzt richtig draufgelatscht hat. Auf jeden Fall war es nicht beabsichtigt. Von daher will ich das unter unglücklich abheften. Trotzdem haben sie da irgendwie eine Stunde den Videoschiri wieder gebraucht. Nach dem Elfmeter dasselbe Spiel. Der Schiedsrichter hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So hat eine klare Linie gehabt auf beiden Seiten. So hat viel weiterlaufen lassen, viel Vorteil laufen lassen. Das hat mir sehr gut gefallen. Schon lange nicht mehr gesehen. Ja, sonst wird ja immer jede Scheiße abgepfiffen und Vorteil laufen lassen die meisten auch nicht mehr. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, dass dann der Video-Assi da wieder irgendwie 500 Jahre braucht bei 2 so Szenen. Da kann der gute Herr nichts für. Das war wieder ein bisschen ärgerlich. Ansonsten, ja, zu meckern habe ich nix. Mal abgesehen von meinem speziellen Freund. Aber ansonsten war es eine solide Leistung. Man darf immer nicht vergessen, dass wir unter der Woche ein Spiel hatten, dass wir da mit Sicherheit auch ein bisschen gefeiert haben, was auch dazugehört, wenn man gegen Paris weiterkommt. Ich meine, ich habe das letzte Mal schon gegen die Union angesprochen, da stand ja auch irgendwie in den Kommentaren. Ja, als ob die da feiern würden und bla und so. Ich meine, selbst wir feiern. Ne? Selbst Thomas Müller hat geschrieben, dass er erst morgens um 4 Uhr im Bett war. Also, warum sollte man es auch nicht feiern? Warum sollte Union auch nicht das gegen Ajax gefeiert haben? Das ist halt völliger Schwachsinn. Also, die Argumentation habe ich da nicht verstanden, um da nochmal drauf einzugehen. Wenn man weiterkommt, egal ob jetzt Champions League oder Europapokal oder sowas, dann feiert man auch wenn man am Samstag oder Sonntag ein Spiel hat. Das ist ganz normal, ja. Man muss sein Erreichtes auch mal genießen können. Gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, Spiel war eigentlich eine klare Nummer. Man hatte jetzt nie irgendwie das Gefühl, wir würden irgendwie noch wackeln oder so großartig. Aber wir haben halt auch gesehen, gerade beim Sané, der die letzten 10 Minuten irgendwie stehen K.O. war, dass der eine oder andere doch schon platt war. Hat man schon ein bisschen gesehen. Und gerade in der Anfangsphase und auch in der Endphase hat man auch gesehen, dass wir nicht mehr so, ich nenne es mal frisch im Kopf waren. Ne? Ich meine, wenn man 5-2 führt, dann irgendwie 3 Minuten Nachspielzeit kriegt. Ja, dann schaltet man vielleicht schon mal einen Gang runter, obwohl viele Spieler noch wollten, die frisch reinkamen, muss man auch sagen. Sané hat es dann immer wieder verlangsamt, weil er, glaube ich, einfach keinen Bock mehr und keine Kraft mehr hatte, noch nach vorne zu laufen. Und er irgendwie auf der 10 gespielt hat heute und dann jeden Ball einfach hinten rumgeeiert hat. Stand ja dann auch nur noch auf der 6er-Position irgendwie zum Schluss.
Ganz wild. Aber gut. So viel erstmal zum Spiel. Ich würde sagen, wir schmeißen einen Blick in die Statistiken und gehen dann mal auf die Spieler drauf ein. Ja, 5:3, wie gesagt, zweimal Pavard. Das zweite Tor sehr schön von ihm. Sané, ja gut, den muss er halt machen, ne? Den muss halt jeder machen. Aber das hat er selber schön eingeleitet, das muss man sagen. Sonst wäre das Tor erst gar nicht zustande gekommen. Davies auch sehr schön. Cancelo heute übrigens wieder überragend. Hat das Tor gemacht, hat glaube ich 2 vorbereitet oder 3. Weiß gar nicht, sehen wir gleich eine Statistik. Gut, Ballbesitz. Ja gut, Ballbesitz wären locker 70 gewesen, wenn wir die letzten 10 Minuten nicht den Augsburgern den Ball überlassen hätten. Abseitsstellung 2-1, Fouls 8-10, Zweikämpfe 60:40, Schüsse aufs Tor 8:6, Schüsse insgesamt 23:13, Ecken 8-5, angekommene Pässe 505:213, Flanken 8-6. Schüsse insgesamt Pavard 2, Cancelo 2, Sané 2, Torschussvorlagen, das sind immer Torvorlagen irgendwie, Cancelo, Mané, Sané. Gewonnene Zweikämpfe, Cancelo 10, Sané 10, De Ligt 8, Ballkontakte 107, Pavard 94, Upa 88, Sané. Ja, man sieht schon, Sané taucht hier ziemlich oft in der Statistik auf. Ich fange auch einfach mal mit unseren beiden Sorgenkindern an. Das sind ja Sané und Gnabry. Bei Gnabry können wir es kurz machen. Ja, absolut enttäuschend. Mal wieder absolut enttäuschend. Ich habe es ja schon nach dem Champions League-Spiel gesagt. Ich hoffe es, dass es irgendwas bewirkt. Wie man sieht, hat es gar nichts bewirkt. Ja, nach vorne hin hat er 1-2 Mal ein bisschen Bock gehabt, aber wenn man dann schon sieht, es war, ich weiß nicht, was erste Halbzeit oder zweite. Wir verlieren den Ball. Ja, da wird kein Sprint angezogen nach hinten, dann joggt man so 15 Meter und dann denkt man sich auch so, ach, weißt du was, nee, es reicht jetzt auch. Bleib ich einfach stehen. Wenn man das dann mit dem Sané vergleicht oder Müller vergleicht, die dann in den Zweikampf gehen, in den Ball hinterherjagen, das macht ein Gnabry einfach nicht. Er bleibt einfach stehen, ist ihm scheißegal. Die 17 Mille kommen ja. Er hat jetzt ein Tor gemacht, da kann er sich jetzt wieder 4 Wochen drauf ausruhen. Hätte er meines Erachtens schon viel, viel eher ausgewechselt gehört, war wieder gar nichts. Ne? Absolut gar nichts. Ist einfach nur eine Frechheit, was der Typ bei uns abliefert und ganz ehrlich, ich würde den auf die Tribüne verbannen, mal für 3-4 Wochen. Vielleicht wird dann mal irgendein Schalter im Kopf umgelegt werden. Ich meine, Nagelsmann hat sich auf der Pressekonferenz hingesetzt, hat gesagt, ja, ich habe viele einzige Gespräche geführt, auch mit Gnabry und Sané. Ja, wir können festhalten, dass beim Gnabry einfach nichts gebracht hat. Ja, der versteht das einfach nicht. Und wenn er das nicht versteht, dann soll er weiterhin einmal die Woche die Frisur wechseln, soll sich nach Paris fliegen, sich Gucci-Klamotten kaufen und soll sich einfach auf die Tribüne setzen. Allein die Auflaufprämie und die Punktprämie, die er bekommt, wenn er auf dem Platz steht, ist eine Frechheit. Also, nein. Das hat mit Einsatz oder mit für die Mannschaft arbeiten einfach 0 zu tun. Einfach 0. Ja, also das war meines Erachtens unterirdisch schlecht. Sané, ja, viele falsche Entscheidungen, wie auch am Samstag, aber super engagiert. Wir haben es auch in den Werten gesehen, zweikampfstark. Viele Pässe gespielt, hat sich oft auch da ein bisschen fallen lassen und so weiter. Hat mir auf der 10 jetzt eigentlich gar nicht so schlecht gefallen. Hat ja lange oder viel auf der 10 gespielt, dann war es mal die 8, dann mal die 6. Hat er mir nicht so schlecht gefallen. Wie gesagt, immer noch so ein paar falsche Entscheidungen, wenn er da noch die eine oder andere Sache sich ein bisschen anders überlegt, wie da mal lieber passen, da mal lieber schießen. Aber er ackert. Ja, er ackert, auch wenn er zwischendurch die Körperhaltung sagt, wo er so, ich bin vor allem genervt, trotzdem ackert er 2 Minuten später wieder, was du beim Gnabry halt einfach gar nicht siehst, ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist dann, dass Musiala so auf halb links ausweichen muss. Da ist er verschenkt. Ja, das haben wir heute wieder gesehen. Ja, er hat 2, 3 Aktionen gehabt. Die Aktion hat er dann aber auch gehabt, wenn er dann mal in der Mitte war. Ja, wenn Sané dann irgendwie mal rechts außen mal oder weiter sich hat fallen lassen auf der 6. Ja, offiziell war Musiala heute der 8er, hat aber halb links gespielt, auf Davies Seite, aber da ist er einfach verschenkt. Also, meines Erachtens nach ist er da verschenkt. Wie gesagt, die Aktion, die er hatte, hat er wenn durch die Mitte gehabt, da gehört er hin. Ja. Tut mir leid für Sané, ganz ehrlich, aber ich finde es eine absolute Frechheit, dass man
auf Kosten von Sané Musiala da von der 10 wegnimmt und ihn irgendwie da halb links hinstellt. Ich meine, Sané hat die beste Zeit gehabt, wo er halb links gespielt hat. Deswegen verstehe ich diese ganze Hin- und Her-Gewackel da nicht. Also, ich meine, das kann ja nicht nur ich so sehen, dass ein Musiala auf der 10 einfach am stärksten ist. Ja? Die Bälle durch die Mitte, also, keine Ahnung. Ich glaube, ich brauche da keine Argumente bringen. Jeder, der hier die Bayern-Spiele sieht, sollte das auch sehen. Von daher verstehe ich das nicht ganz. Ich meine, wenn man auf Kosten von Müller die ganze Chose macht, kann ich das noch ein bisschen nachvollziehen, weil Müller so eine gewisse Ausstrahlung hat und ja, altgedienter Spieler, Blasülz. Aber Sané hat in den letzten Wochen auch keine Form, ja, und ihn dann da hinzustellen auf Kosten von Musiala habe ich persönlich nicht gefühlt. Auch wenn er es ganz ordentlich gemacht hat, Sané, trotzdem. Also dann stell ihn noch auf halb links, da war er in der Hinrunde am stärksten. Verstehe ich halt nicht. Man beraubt Musiala da seine Stärken, wie ich finde. Aber gut, das sehe vielleicht auch nur ich so. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber gut, gehen wir mal auf die Spieler drauf ein. Sommer, ja, grundsolide will ich eine 3 geben. Opa dasselbe. Ja, Pavard aufgrund seiner 2 Tore müssen wir ihm eine 2 geben. Ansonsten war er hinten auch sicher, abgesehen von diesen einen, wo wir so ein bisschen überheblich wurden. Hackespitze 1, 2, 3. Ja, aber ansonsten hinten auch solide. De Ligt, wie gesagt, für den Elfmeter würde ich ihm gar keinen Vorwurf machen. I don't know. Ich weiß nicht, ob er ihn berührt hat, aber anscheinend hat er ja berührt, hat der Videoschiri drauf geguckt, aber man hat es ja gesehen, dass es nicht irgendwie beabsichtigt war oder dass es ein extra Foul war oder sowas. Also von daher würde ich ihn da rausnehmen. Sehen auch bei einer 3. Man hat schon gesehen, dass heute beide ein bisschen platt waren, ja, dass sie viel geackert haben gegen Paris, hat man heute schon gemerkt. Kimmich, ja. Kimmich ist der andere Vogel, mit dem ich diese Saison einfach nicht warm werde, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe den Kimmich heute wieder nicht so stark gesehen. Allerdings hat er mir gut gefallen in der 15 Minute oder sowas, wo er mal echt versucht hat aufzurütteln. Ja, das habe ich beim Kimmich schon lange nicht gesehen. Das hat er heute mal gesehen, da hat er mir sehr gut gefallen. Ansonsten war er ziemlich blass. Ja, so nach hinten hin wieder die Zweikämpfe waren grottenschlecht, wirklich grottenschlecht. Ansonsten nach vorne hin das Aufbauspiel hat er gut gemacht. Ja, keine Frage. Hat ein paar gute Pässe gespielt, hat sich immer wieder angeboten. Das ist echt grundsolide, das hat er gut gemacht. Aber diese Zweikämpfe nach hinten und das nach hinten verteidigen war wieder unterste Kanone, also. Ja, ich meine, wir haben auch nicht umsonst 3 Gegentore kassiert, ja. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Gegen Augsburg, wohlgemerkt, ja. Also, weiß ich nicht. Wir brauchen einfach mal einen richtigen Sechser, ja. Ich würde einen Kimmich gerne auf der 8 sehen. Da muss er nicht so viel nach hinten machen, weil das Gegenpressing ist ja auch gut. Das sieht man immer wieder, aber wenn dann mal schnell einer auf ihn zugelaufen kommt oder so, dann ist der Kimmich einfach schlecht. Defensiver Zweikampf oder so. Wenn der Gegner einen Meter Vorsprung hat oder so. I don't know, kommt der Kimmich nicht mit klar. Note, ja, geben wir auch eine 3, würde ich sagen. Wie gesagt, nach vorne hin und so hat das ganz gut gemacht und auch hinten so immer zwischen den Räumen so ein bisschen gewesen. Wo es dann die letzten Minuten Sané mehr gemacht hat, ja. Ich guck gerade mal, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der Kimmich ausgewechselt gewesen. Weil ich war gerade ein Kopf überlegen, so die letzte Viertelstunde habe ich den Kimmich gar nicht mehr wahrgenommen. Wie gesagt, da war Sané so der Sechser. I don't know. Sei es drum, ich sehe ihn bei einer 3. Davis sehe ich bei einer 2, hat ein sehr starkes Spiel gemacht heute wieder. Ja. War okay, war gut. Gerade durch das Tor auch nochmal, da muss man nochmal einen kleinen Tacken mehr geben. Hat sonst auch ein paar Fehlpässe drin gehabt, wenn er mal versucht hat, mit Musiala da irgendwie die beiden Bros da hin und her zu spielen. Aber sonst hat das grundsolide gemacht. Also. Musiala, habe ich schon gesagt, hat viel Schatten gehabt auf der Position, ja. Also auf der Position, muss man mal ganz klar so sagen. War wenig eingebunden teilweise. Wenn er gute Aktionen hatte, war es halt in der Mitte, ja, wo er hingehört. Und nicht auf diese Halbposition da irgendwie, weiß ich nicht. Ich persönlich fühle das nicht. Ja, I don't know.
Sehe ich auch bei einer 3, vielleicht bei einer schwachen 3. Hat zwar die Aktion, die er hatte, waren gut. Man merkt aber, wenn er nicht so im Spiel eingebunden ist, wenn er also weniger Aktionen hat, fällt es ihm auch schwieriger, da erfolgreich zu sein. Ja. Was auch ganz normal ist. Ja, deswegen sage ich ja, er gehört einfach für mich auf die 10 mittig. Fertig. Und nirgendwo anders hin. Canceleo, definitiv eine 2, hat ein Bombenspiel gemacht. Ja. Ich habe es ja noch im letzten Spiel gesagt, ich würde ihn gerne mal sehen, wenn wir mit der Dreierkette spielen, dann auf rechts außen. Ja, das haben wir heute gesehen. Und wie wir gesehen haben, da musst du nicht unbedingt einen King stehen haben, der 37 km/h schnell läuft. Da sieht man auch, dass man mit Technik da weit kommt. Ich meine, so langsam ist er jetzt auch nicht. Aber hat ein bärenstarkes Spiel gemacht. Ja. Hat immer ein gutes Auge für die Situation, wann er flanken kann, muss, soll. Das haben unsere Außenspieler ja nicht so. Er hat das. Ja, und das hat man heute wieder gesehen, eindrucksvoll gesehen. Also ist für mich ein starker Spieler. Wie gesagt, defensiv, gerade auch beim ersten Tor sah er ein bisschen unglücklich aus, ne, muss man auch mal ganz klar sagen. Defensiv fühle ich ihn jetzt nicht so als wirklich rechten Verteidiger. Ich habe von ihm vorher, bevor er bei uns war, relativ wenig bis gar nichts gesehen. Von daher wundert es mich, dass er irgendwie als Verteidiger durchgeht, weil alles, was ich bisher so richtig defensiv von ihm gesehen habe, war eher so Mittelmaß. Muss man mal ganz klar so sagen. Aber vielleicht ist er da auch einfach nicht in der Form oder so, keine Ahnung. Das können andere vielleicht besser beurteilen wie ich. Oder als ich. Aber heute ein bärenstarkes Spiel. Wie gesagt, auch beim Gegentor sah er schlecht aus, hat aber der Grischer auch gut gemacht, muss man auch mal sagen. Hat ihn da schön vernascht. Aber nach vorne hin, deswegen sage ich ja mit Dreierkette und er dann auf der Außenposition. Ja, eine sehr, sehr gute Alternative und ich würde sagen, um Längen vor Gnabry. Ja, der heute auch auf dem Feld war, den man relativ wenig wahrgenommen hat, wie ich fand. Gnabry war für mich heute nicht ausreichend. Ja, von daher eine 5. Also für mich war das nicht ausreichend. Ja, jetzt werden die einen oder anderen sagen, ja, wieder viel zu hart gegen Gnabry, bla, Sülz. Ja, ich erwarte halt einfach mehr von Leuten, die nicht in Form sind. Ja, dann erwarte ich mindestens das, was ein Sané macht, auch wenn er unglückliche Entscheidungen trifft. Er rennt, ackert, man hat gesehen, ab der 80. Minute, er war platt, er hat sich vollkommen verausgabt. Das siehst du beim Gnabry nicht. Denen ist das alles scheißegal. Ja, der trabt dann so ein bisschen über den Platz. So, ja, ich bin auch da. Ach nee, da passt schon. Da machen die Jungs schon da. Ja, das kannst du machen, wenn du ein Stürmer bist. Aber selbst ein Müller oder ein Levi damals haben auch den Weg mal mit nach hinten gemacht, wenn es sein musste. Das macht ein Gnabry einfach nicht. Und ich finde nicht, dass er den Status hat wie ein Messi, Neymar oder ein Mbappé, wo man sagen kann, boah, der hat so eine brutale Qualität vorne, da können die anderen 10 Mitspieler für ihn arbeiten. Ja, das fühle ich nicht und das fühlt mit Sicherheit auch die Mannschaft nicht. Weil die Qualität hat er nicht. Ja. Wenn er Bock hat er eine gewisse Qualität, ja. Aber erstmal ist er viel zu unkonstant und ich kann mich nicht dran erinnern, wann er in den letzten Monaten mal die Lust und Laune danach hatte. Also von mir, wie gesagt, mal 3-4 Wochen auf der Tribüne, Alter. Hat früher den einen oder anderen Spieler auch nicht geschadet, hat ihn wieder geerdet. Und ich glaube, das ist, was ein Gnabry mal braucht. Ich denke, er wird jetzt genug im Arsch gepudert vom Nagelsmann. Ich denke, man sollte jetzt mal langsam einsehen, dass man mit der Methode nicht mehr weiterkommt, weil es ist ja nicht erst seit 2 Wochen, dass der keine Form hat, der Mensch. Ja, also gib ihm mal einen Denkzettel, eine Denkpause. Mané, ja, hat man auch gesehen, er wollte unbedingt, man hat aber auch klar gesehen, ab der 60. war er platt. Ja. Oder ab der 50. eigentlich schon. Also war sehr bemüht, aber auch da hat man gesehen, ja, ihm fehlt einfach die Spielfitness. Ja. Punkt. Also das fasst es perfekt zusammen. Ich würde ihn bei einer schwachen 3 sehen. Hat ein paar Aktionen gehabt, aber auch wieder da, wenn man 1,5 Meter im Abseits steht, muss man das auch mal merken, denke ich. Aber wie gesagt, das verbuchen wir mal unter dieser Spielfitness. Mats Rui können wir nicht wirklich bewerten, können wir auch nicht viel zu sagen. Ja, wird auch noch einen langen Weg haben, genau wie Mané. Also wenn man so lange raus ist, dann ist man nicht irgendwie nach 2 Kurzeinsätzen und über, was hat er jetzt gespielt, 70 Minuten oder was? 71, dann ist man noch nicht wieder da. Ja, man ist physisch da, aber
Ja, das dauert alles noch. Mats Rui dasselbe. Müller war auch sehr blass, konnte auch keine Akzente mehr setzen. Gravenberch war wenigstens noch motiviert, hat man gesehen, konnte aber auch nicht wirklich Akzente setzen. Tell konnte noch mal kurzfristig ein paar Akzente setzen, aber dann haben wir das Tor gemacht, 74. Danach war dann aber auch irgendwie, der Drops gelutscht war. Da haben wir nicht mehr wirklich Bock gehabt, beziehungsweise, wie gesagt, Tell, Gravenberch, der dann noch reinkam, und auch Müller, die hatten noch Bock, aber jetzt kamen gar keine Bälle mehr richtig da nach vorne rein, so. Ja, dann war Sané und Kimmich und die haben einfach eher so, ja, ich bin mal lieber hinten rum, Blasels. Was kein Vorwurf ist, wir haben ein schweres Spiel gehabt, alles gut. Aber wir haben jetzt auch eine Woche Pause, wenn ich mich nicht täusche, also hätte man auch mal, so wie früher, das Ding einfach mal zu Ende spielen können. Dann hätte man vielleicht auch nicht noch so ein dummes Tor gekriegt, sondern hätte vielleicht nur mal 1 oder 2 gemacht. Das Gegentor hat übrigens auch Sané so mit eingeleitet, ne, mit seinen komischen halbgaren Aktionen da auf der 6 dann. Das habe ich auch nicht verstanden. I don't know, ich weiß nicht, wenn man nicht mehr laufen kann, fertig ist oder was, dann muss ich mich nicht auf diese Position stellen, Alter. Dann stell dich irgendwo vorne hin, wo du nichts kaputt machen kannst. Habe ich nicht ganz verstanden, aber da war dann auch eine ganze Fehlerkette, dass das Tor noch passiert ist. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Wollte ich nur gesagt haben. Wie gesagt, Tell hat ja sogar noch eine gute Chance gehabt, hat sonst auch ganz gute Akzente gesetzt, wie ich fand. Kam für mich aber auch ein bisschen spät. Ich meine, gut, ja, Mané, aber wie gesagt, ab der 50. war der fertig. Ja, klar, er wollte noch unbedingt, hat man gesehen, und man wollte ihm die Spielzeit geben, ist auch alles gut und schön. Gerade bei dem Spielstand, denke ich, kann man das machen. Aber wirklich Sinn hat das alles nicht mehr gemacht. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Gnabry dasselbe. Alter, Gnabry hätte, keine Ahnung. Also ich hab nichts gesehen vom Gnabry. Ihr könnt mir gerne eure Meinung reinschreiben, vielleicht sehe ich ihn wieder zu kritisch. Ja, das habe ich beim Gnabry schon mal, genauso wie beim Kimmich. Aber ich fand den Gnabry heute unterirdisch. Sag ich euch, wie es ist. Ja, ansonsten, was soll man sagen? Was der Sieg wert war, sehen wir, wenn das Video rauskommt. Seht ihr es wahrscheinlich schon. Kommt auf an, was die Dortmunder heute machen. Aber dann, was hat er heute gelabert? Dann ist erstmal nach dem Leverkusen-Spiel Pause. Super. Ja. Das wird eine ganz heiße Kiste. Kotzt mich auch schon wieder an, wenn ich ehrlich bin. Ihr seht's. Wir spielen jetzt noch gegen Leverkusen, haben jetzt eine Woche Ruhe, also haben eine volle Trainingswoche. Und dann ist Länderspielpause. Und direkt nach der Länderspielpause spielen wir gegen Dortmund. Und dann das Pokalspiel gegen Freiburg. Also, und dann das Spiel in Freiburg. Ja, I don't know. Fühle ich jetzt wieder nicht so, weil wir haben gerade, was heißt unsere Form gefunden. Aber wir sind gerade, ich meine, heute haben wir gesehen, dass können wir jetzt nicht ganz so bewerten, das 5-3. Wir haben 5 Hütten gemacht, 3 bekommen, was sehr unnötig war eigentlich. Schieben wir mal auf die, auf die Nicht-Frische im Kopf und in den Beinen vielleicht. Ist okay nach so einem Spiel wie gegen Paris. Habe ich ja gerade schon erklärt, warum, wieso, weshalb. Aber dann ist wieder 2 Wochen Länderspielpause und wir haben gesehen, wie wir in letzter Zeit aus der Länderspielpause kommen. Ja, bin ich sehr gespannt. Leute. Erstens müssen wir hoffen, dass sich keiner verletzt bei den scheiß Länderspielen. Das sind bestimmt auch wieder ganz wichtige Länderspiele, denke ich. Ich weiß nicht, was es für welche sind. Wieder irgendeine Euroleague oder irgendeine Quali für irgendeine WM, EM oder sonst irgendeinen Scheiß, die völlig unnötig sind, die völlig unnötig in diesen ganzen Terminkalender passen. Also das wird echt Zeit, dass die Scheiße abgeschafft wird. Ja, da geht's auch nur um Geldmacherei. Die ganzen Quali-Spiele ist für mich Geldmacherei, Alter. Zumindest was die großen Nationen anbelangt, die kannst du da rausnehmen. Ne? Ist mir schon klar, dass man ein paar kleine Nationen und mittlere finden muss, dass die gerne meinetwegen eine Quali spielen, aber dass die großen Nationen da mitspielen, ist reine Geldmacherei. Da geht's um nichts. Ja, ich weiß, in ganz seltenen Fällen scheitert man eine Nation wie Frankreich oder Italien in der Quali. Wow.
Wow. Ja, keine Ahnung, fühle ich nicht. Wenn, dann würde ich es fühlen, ja, macht's halt in der Winterpause. Beziehungsweise dann halt in Anschluss von der Saison, ja. So wie es ja auch schon mal im Gespräch war, dann so 2 Monate für Länderspiele. Und dann, ja, ist gut. Oder 1 Monat oder wie auch immer. Aber immer diese Scheiße mittendrin, da alles unterbrechen für 2 Wochen, weil da irgendwelche Länderspiele gegen Timbuktu sind, die keine Sau interessieren auf diesem Planeten, Alter. Ist zum Kotzen. Sag ich euch, wie es ist. Ist aus Sicht von mir zum Kotzen. Mich interessieren Länderspiele ein Scheißdreck. Und schon gar nicht irgendwelche Qualifikationen gegen Wales und was weiß ich alles. Nichts gegen diese Nation. Aber jetzt mal ehrlich, es ist doch kein Gradmesser für Deutschland. Genauso wie bei anderen Sachen. Also, wirklich. Da geht's halt immer darum, ja, bringt man die Einstellung auf den Platz, ja, bringt man die, ja, dann gewinnt man die. Und selbst wenn du 1, 2 Spiele verlierst, setzt dich immer noch in der Qualifikation durch. Das ist, Alter, das ist eine reine, und wir stellen die Spiele ab. So, wenn sich da einer verletzt, der was meint ihr denn, wer die Lohnfortzahlung macht? Meint ihr, das macht dann die DFB oder was? Oder die UEFA oder die FIFA? Nee, dann macht dann der liebe FC Bayern, Alter. Und wenn dann die Spieler noch so wie Manuel Neuer in ihren Verträgen drin haben, dass sie eine Lohnfortzahlung kriegen, egal wie lange sie verletzt sind, meint ihr, dass es übernimmt dann irgendein Verband? Nee, es übernehmen auch wir. I don't know, fühle ich nicht, diese ganze Geschichte. Aber gut, anderes Thema, anderes Video. Ich bin zufrieden mit dem Spiel. Sicher, das 3. Tor war too much. Das 2. war super unglücklich. Das 1., ja, ist völlig okay gewesen. Wir waren noch nicht auf dem Platz, haben uns noch nicht gefunden. Hat er stark gemacht, der Grisha da gegen Cancelo und auch vorher die Reingabe und so. War alles okay, mein Gott. Wir haben eine schwere Anfangsphase gehabt. War aber auch abzusehen nach dem Spiel. Und wir haben 5-3 gewonnen. Arschlecken, gewonnen ist gewonnen. Fertig aus, jetzt spielen wir in Leverkusen, mache ich mir eigentlich keine Sorgen, auch wenn da Leverkusen aktuell eine Wundertüte ist unter Alonso, mal hopp, mal top, aber ich denke, jetzt haben wir noch mal eine Woche Zeit, dann werden wir noch mal alles raushauen, denke ich, und ja, dann ist eine verkackte Länderspielpause, Alter. Und dann kommen wir aus der Länderspielpause und es spielt Bayern gegen Dortmund. Ja, weiß ich nicht, fühle ich persönlich nicht, aber gut, müssen wir alle mit leben. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns, ja, wahrscheinlich nächste Woche Sonntagabend oder Montagmorgen, je nachdem, wann ihr das kommende Video dann zum Leverkusen-Spiel schaut. Tschüssi!